Und da sehe ich hier mit Jakob Klaassen von Philadelphia. Dankeschön, Jakob, dass wir das machen dürfen. Gerne. Hij is al beetje wat van de ouderen. Kan ik mal vragen wie alt ze zijn? Ja, ich bin 91 geworden. Wenn Gott mich wieder lädt, dann will ich noch ein bisschen älter werden. Ah ja, aber sie sind noch ganz restig und ganz fit, so ist es. So, dann habe ich auch viel miterlebt hier in der Ansiedlungszeit. Schule gehen, vielleicht auch noch Einbauen mitgefahren und so. Naja, ich bin ja in 31 geboren, dat wir dann noch mal so richtig am Anfang. Dann das Schwere habe ich wieder in Ostchina mehr miterlebt, aber Ostchina fällt mir dort nicht so sehr. Dann denkt man gut an das Schwere Tree. Wir haben viel Geld gehabt. Dann gingen wir noch viel am Bosch schneiden, haben Naturfrüchte gesagt und die United und viel anderes. Ich sage immer, trotz all der Armut habe ich eine sehr gute Kindheit gehabt. Wäre nicht die Schablören zweimal über? Nee, überhaupt nicht. Wir haben auch 4 gekocht, gegessen. Eine knappe Zeit. Ja, ja, okay. Wie viele Geschwister wie? Wir waren 10 Geschwister. Oh, dann hadden die Eltern aber ganz... Die hadden ganz Frauen. Und dann weet je noch, dass wir nach China befreit und dann starb je mein Pa, der beschädigt je mal einen Baum. Okay. Und Nummer 2. Aha. Und dann bleibt Mama mit 10 Kinder allein. Wie alt bist du da? Ich war da 19, 18. Okay. Kannst du ein klein bisschen davon vertellen? Ja. Dat wir einen Baum mit Scharting machen? Nee, de Scharting Rüt nehmen. Ah, Rüt nehmen, Ja. von einem alten Baum? Ja. Ja, dat wäre Nummer 2, wie Wollgemut. Und dat wäre dann noch ein bisschen knapp, eine Scharting machen, eine Scharting herstellen, dat wäre kostspielig. Ja, het veel Arbeit uitdragen, alles. Na ja, und das halt doch, das wäre kostspielig. Und die wollen einen frischen Baum graben, weil das Wasser wäre entweder nicht gut oder wäre zu wenig. Und dann musste alle Scharten Rüt genommen. Und das hat mein Papa all Eiermüll getan, er wird Baum graben. Und dann fängt man von unten an, die Breder, die Bohle loszunehmen. Nu passiert das, weil das wäre al een klein beetje älterer Baum. En dan passiert es dat langsam door in die Sonnenschicht, dat sich schät drauf die Sonne, dan macht man den Baum rein und nachher schättet es. Nu hat es da ein Vakuum gegeben rundum in die Sonnenschicht. Das ist eine Halling, sozusagen. Ja, ganz kreit. En dat is dan van 3 Meter meistens en wieder, dan is die Sonne. En daar staat die Verwirrung, dat hij die Bohle losnehmen deed, lockert sich durch ein Block von dem Drehensand und schlug taub und verwinkt die Schartingen, dat ging alles drauf und mein Papa schert ganz. Oh. Wie ganz, oh ja. Dat weer wat, 5, 7 Meter diep? Ja, vielleicht, ja, zwischen 8 und 7, ja. Ja. Dan moesten ze... Dan wordt de veer gegroefd. Dan werd de bal uiteindelijk. Nou ja, dat heb ik ons ongeschat. Ja. Die wordt dan veer gegroefd, dat die ook lang. Van klok 12 op middag, maar de andere dag klok 15 morgens. Er waren veel mensen daarbij te groeven, ja. Veel. Toch wel van de zijde? Ja, ja, man deed een Trechter groeven. 10 Meter am 30 Meter, een Trechter. Omdat man nog ingekomen was, weil dan, wanneer die 3-4 Meter bij dem Zand wäre, dan, en dat wil niet, de wereld weet dat ze al in een hout zijn kunnen, en dat schijnt immer frisch. En du als jong hast ook geholpen? Bist du dabei? Nee, tjekke, daarbij ja, maar ik heb niet gegroefd, ik heb mij thuisgezet. Dat is wist je ook eindelijk niet in de verfoten. Nee. Maar er waren veel mensen daar. Und dann sagt jemand, an Nummer 7, hat jemand eine Scharte, 2 Meter am Feierkant, reit liegen. Ja. Und dann schaute sie an, da wir dann noch mal ein Auto hat, keine Dr. Niefels hat ein Auto. Und die war fort an Hahn und holte. Und als sie die anstellen deden, und die hätte dann langsam rauf, dann schafft es, aber vorher dort nicht.
Die werden bei dem Korb in der Schädeimer war, die kommen ruhig wieder. Und mit dieser Schorting, wie sie die dann langsam raufleiten, dann können sie die Edelrüt holen und Amrüt holen, ja. Dann muss sie als Familie selbst. Dann muss wie für sich wieder. Mama bleibt dann mit 10 Jahren, der Älteste wäre dann auch all über 20, aber wären noch alle unbefriedigt, ja. Dann zur Schule gehen, auch Zentralschule? Naja, wie da wäre, muss ich habe dann all 3 Jahre Zentralschule gegangen. Aber die jüngere Schwester, meine Schwester, die Ella, was Ella wie als ich, die war Schwester, hat Schwester gelitten, schaffte da. Und Hein, der Älteste, der wird wie ein Schmied, das wie ein ausgelehrter Schmied, der war ein Schmied auf dem Hof. Aber wenn er 1-2 Jahre dann wohl auch auf die eine gehen, so, aber dann wäre er noch Tüß als Schmied, ja. Dann hast du auch noch eingebunden mit Asse nach wie vor? Das will ich dann ein bisschen fertig. Ich habe eine Kooperative angefangen zu schaffen. Ich fange mit 17 Jahren an, meist 18, ja. Ich 17 Jahre an einer Kooperative zu schaffen. Und habe dann noch meist 10 Jahre gearbeitet. Was ich dann nochmal war da versucht, auf der Schulbank mitzusetzen. Aber vorher habe ich ziemlich in den Boden gefahren, mit Pet und mit Asse. Mehrere Asse, ein paar haben noch einmal Joch-Asse gekauft und die mussten wir umschauen auf Seele. Und das schafft alles. Und ich sehe auch mit ganz frischen Asse gefahren, aus dem Grund gekommen, dann musste ich vorher das Gepäck holen. Und dann hatten wir einen 3,5 Jahren Rotbunten, dem haben wir ein paar Mal angespannt. Und zusammen wurde ein bisschen was getan. Und dann noch einen schwarzen Macho. Und so, nach alle beiden Assen, die wären noch mal ein paar Mal am See gewesen. Mit der fuhr ich dann in den Boden. Wo wird das dann? Fuhr man dann eine Gruppe? Ja. Okay. Ja, man fuhr. Wann wird weh, dann Ja. Und du sagst, war da dann einmal, dass du war da zur Schule gegangen. Was wird das dann für eine Schule? Naja, dat we dan Seminar, ja. Ein theologisches Seminar. Okay. Ich habe meist 10 Jahre eine Kooperative geschafft. Und dann wohnen wir dort. Einmal war ich soll mich reinmachen und Gott da mit rein. Und dann ging ich hier, dat we erst einmal 4 Monate Obenschule, Theologie. Bibelschule, würde man sagen. Ja. Und dann, wie noch 4 Monate, wo ich dann frei nahm, unbezahlten Urlaub. Und dann bin ich eben da, noch 4 Monate hier. Und dann, irgendwie für ein Jahr vor, würde man sagen, in Brasilien ist ein Jahr, an dem München Bibelinstitut. Ja, seht ihr auch. Und dann wollte ich nicht Portugiesisch lernen, ich wollte Spanisch. Und dann hat Lehrer Hans Wiens ans Gerot gut nach Argentinien, in einem Baptistenseminar. Und dann haben wir die Entscheidung. Dann war ich erst einmal hier 2 Jahre Bibelschullehrer. Ich war dann angestellt als Bibelschullehrer, 4 Monate in Friesland und 4 Monate hier in Philadelphia. 2 Jahre so. Okay. Und dann sagte sie, die Bibelschule wird wahrscheinlich bald nur etliche Jahre angehen, das schien so. Und was, ich will nicht in der Kooperative, will auch nicht auf der Wirtschaft, auf der Bauer sein. Und dann raut Hans Wiens ans. Ich hatte wie immer mein Büro da, Lehrer Hans Wiens. Und dann sage ich, der gut doch, mag die doch rein als Volksschullehrer in Asunción. Und dann hast du einen guten Beruf. Und dann deed ich dort. Und dann deed wir uns nochmal hier leise für 4 Jahre. Dann kommst du zurück und warst du als Lehrer angestellt? Dann war ich in Jalvesanga als Lehrer, auch als Direktor, auch als Supervisor von allen Indianerschulen angestellt. Gut, alles zugleich. Das war schwer, weil ich wie ganz frisch gebacken. Ja. Und dann knackte ich einmal Messtop. Aha. Da meine Süße unruhig wurde. Aber du hast dann trotzdem nach vielen Jahren als Lehrer gedient und auch eigentlich an Missionsschule meist bloß. Das wäre bloß Missionsschule, ja. Wie das dein Wunsch?
Wie ich mir Spanisch reingemacht habe als Lehrer, trage ich dort für einen spanischen Spruch und Rechte. Ich habe mir nicht einen deutschen Spruch reingemacht und dort haben wir vielleicht nicht eine Zeit ein Bett was gekostet. In eine spanische Schule, da wäre auch nötig, ja. So dort ich 25 Jahre eine Vollschule in Spanisch unterrichtet habe. Und auch immer noch parallel auch noch Direktor gewesen. Und dann während das auch noch gepredigt? Immer gepredigt, meist alle Sonntag. Dann auch noch Gemeindeleiter, auch parallel. Ah ja. Ich bin noch 13, hier wieder 12 Jahre. 11,5 Jahre. Wäre ich parallel hier noch Gemeindeleiter. En Saastien, eerst in Blumenthal en nu in Saastien. Dan ga je op zijn gebed dat God je terecht geweest dat je zult dat je nog gemeenteleiter zullen zijn. Oh ja. Ik weet wel zeer moedig, wie ook meine eigen moeder stabiel, maar zeg ja, God muss dat den Serien geben, ja. Aber wie dat Lama den Wunsch von klein an? Nee, wirklich nicht. Nee? Niemals. Aber der Wirtschaft wusste nicht? Nee, da wollte ich aus Verzeihbar wusste ich auch nicht? Ja, da habe ich 10 Jahre geschafft, da wollte ich auch nicht mein Leben lang, ne? Und, naja, ich sage, Hans Wiens, Lehrer Hans Wiens, war mein Bruder, und diese Sache, und dann riet er mich, doch so, und ich nahm das an, und ich bleib rot wie Gold. Also das ist vielleicht gut als Mensch an seiner Zeit, wo man mit Entscheidungen trifft, auch einen Mensch als Bruder haben. Aber ich fand das sehr gut, ja. Also, das gibt weise Menschen, die wirklich auch die sich von Gott leiden lassen und beruhigen, ja. Wenn du so auf dein Leben trittst, was kannst du da von deinem Leben sagen? Naja, ich sehe eigentlich einigermaßen ruhig und zufrieden. Wo Gott mir geführt hat, das wäre lange nicht einmal leicht. Aber ich hatte immer weiter doch festgestellt, das ist der Herr, Herr Führung. Und ich habe sehr viel Kontakte aus Prediger 50 Jahren. Und mir ist das nicht leicht geworden. Ich weiß, ich bin keinmal von der Bastarbeiter gewesen. Das würde ich mir auch nicht tun. Aber ich habe versucht, mit dem zu dienen. Und Gott hat das auch gesehen. Gott scheint uns eine sehr gute Familie. Wir haben 66 Jahre eine gute Ehe. Und nu wohne ich dann anderthalb Jahre im Altenheim, Pflegeheim, wo sehr gut betreut. Aber nicht, dass man ganz einsam ist, aber man fällt vor und auch allein. Ja, der Früh fehlt einem, aber da sehe ich nicht allein. Dort muss ich viele durchmachen. Und früher muss ich durchmachen, wenn der Mann gehen muss. Ja. So, du freust dich irgendwann zu deiner neuen Heimat? Ganz genau, das ist es. Willst du noch vielleicht zum Schluss was sagen an unsere Tauschätjers, was mitgeben? Naja, ich würde vielleicht so viel sagen, dass wir sie nicht zu schwind abgeben, wenn wir innerlich die Meinung haben, dass wir sollen dem Herrn dienen. Dann warten, bis er uns dort klar hat, und er braucht auch immer wieder Menschen dazu. Das habe ich persönlich erlebt. Wichtig ist, dass wir dann gehorsam sind und uns am anvertrauen. Ich habe mir niemals so gefühlt, dass ich besonders fähig wäre. Ich war immer auch an der Schule so mädlich, ich bin niemals durchgefallen, aber auch niemals der beste Schüler gewesen. Aber der liebe Gott konnte dann doch brauchen. Aber du musst dir am anvertrauen und immer die Beziehung zusammenholen. Das meint Bibellesen und Gebet. Bibellesen und Gebet, aber auch am Wandel, ja. Gut, Dankeschön, Onkel Klose, für das Serviert. Ja, gerne. Ich hoffe, Ihnen hat das auch gefallen und bis zum nächsten Mal.